Ja, ich muss noch gucken, wie man das noch machen, weil ich soll noch mit den Kollegen den Aufnahmen machen für den Halloween-Event heute. Also geplant war ich, so ein paar Aufnahmen zu machen und dann alles zusammen zu schneiden. Nee, das alles andere, ich hatte logisch gemeint, wäre etwas komisch. Egal. Also, wie gesagt, ich soll da noch Bescheid, gell? Voilà, und dann rufen ich das noch einfach nicht an und dann klären wir das. Bon, egal, wir sind schon geblieben. Ja, voilà. Also, ich rufe nicht nur dann nicht an, wir klären das danach. Okay, ciao, ciao. Ah, salut und herzlich willkommen bei Loxplay. Wir gesehen, die hat also an eine Gruft gepackt. Oder soll ich echt so ein Studio, dem mal ein gebotzt gehen? Egal. How tun wir ein paar schauerliche Geschichten für euch, die allerdings hoffentlich nicht ihren Horror an ihrer Qualität tun. Wir haben Back for Blood. Oddworld. Am Metroid Dread. Wir hoffen, dir hat genug Nerven zusammengebracht für das Special Edition Halloween. Und wünschen euch viel Spaß. Xenia, willst du wissen, was das echt Horrorgeschichte für den Ofen ist? Da so mir mal, Danilo, was das ist dann? Es ist etwas von Nintendo. Und zwar Nintendo, die wahnsinnig eng Spielemark aus dem Gruf dieser Hirfe gelos. Was das ist, Danilo, so mal. Echt Geschichte heisst Kirfisch von der Gaming-Maskottischer mit Metroid Dread. Das ist vielleicht kein klassisches Horrorspiel, mehr ein Klassiker mit dezent Horrorelementen, einer attraktiver Protagonistin und einem shiny Suit und nicht so flotte Gegner. Wir schwätzen natürlich von Metroid Dread. Durch den Samus seine Immunität gegen die sogenannten X-Parasites geht es auf dem Planet CDA geschickt, um herauszufinden, wieso von der Gerüchte kommen, dass die Parasiten noch präsent wären, obwohl sie ausgerottet sollen gewesen sein. Knaps, als es dazu kommt, geht Samus attackiert, kriegt, natürlich, all seine Skills weggeholt. Aber wie soll es doch anders sein? Die einzig freundliche Roboterin, wo die ganz Lach schon sollten eigentlich in sich schon, wollen Samus auch natürlich umbringen. Also machen wir uns auf den Weg durch einen unbekannten Planet mit null Skills, aber keine Justwesen, die uns umbringen wollen. Nice! Das mal ganz grob zu der Story, ein bisschen zum Gameplay. Das Spiel spielt sich am 2D-Modus mit einer 3D-Grafik. Das heißt, wir können uns süß von links nach rechts und nach jetzt nur links bewegen. Und natürlich auch rüber nach rauf. Ganz am Anfang vom Spiel kann er dreimal nicht. Und natürlich just im Samus sein Basic Suit ablasten. Confused war ich ein bisschen, wo ich rausgefunden habe, dass er muss von Etage zu Etage reisen, für auf der da weiterzukommen, für darum zurückzugehen, für dann darum weiterzukommen. Aber schnell checkt den aber, dass das Spiel einem weiß, wo ich soll hin, und das klingt auch noch ein bisschen logisch. Es beginnt die Gegner von alle größten Erstärkten, die wo effektiv, sorry für mein Wortwahl, am beschossensten sind Dummies. Weil die kriegen mal nicht einfach so fragt. Natürlich nicht. Für die leben die mal für und hin fort, bis sie mal irgendwann bei die sogenannten Zentraleinheit kommt. Die muss ihn fragt machen, bis in den Omega Blaster kriegt, für dann Dummies umzubringen. Aber bis in den Heuers du hört, ist auch nicht so einfach. Also ich ging effektiv lernen, wenn ich gebe so ein, es sind nicht oft gestorben. Weil, das sehe ich. Also,
vielleicht zum Glück für als Follower holen ich während ich zocken nicht mehr Stimme drauf, weil besonders jugendfrei bei meinem Language dann aber nicht. So, wo waren wir? Ah ja. Also natürlich, wie als Spiel so abgebaut ist, war die mehr weit könnt am Spiel, war den mehr Skills wird, aber den dann auf Dealer weiter könnt, auf Passage weiter könnt, wie viel nicht möglich war. Das kann normal gut. Da kommen immer mehr Gegner, die gehen aus abregen und geht effektiv so weiter, bis der Final Boss könnt. Und für mich war sogar den einen oder anderen Plot in der Story, wird mir gut gefallen. Das Spiel ist für meinen Beitrag aber relativ kurz. Dem nur wen ich ullet, wie viel Prozent ich will pro Gebiet tun, ob ich nur will 100% die Rolle tun oder nicht, brauche ich dann noch dementsprechend Stunden für das Spiel fertig zu machen. Auch von dat lo ein bisschen negativ klung an das Spiel hat kein verschiedene Momente und Mauerklatschen. Fazit das tut mir immens gut gefallen. Ich muss ehrlich sagen, all Metroid-Liebhaber, die man lädt, das für dieKeit, dass ich Metroid gespielt habe, aber es sind definitiv überzeugt und es sind bereit für die nächste Jahre rauskommen. Wenn ich auch ein bisschen recherchiert habe, aus der letzten Metroid schon bald 20 Jahre hier und trotzdem hängen sie an den zusammen. Aber wenn ich schon mitgekriegt waren auch bei dort viele nostalgische Elemente dabei. Und das lässt mein Herz und Blut sprangen und freue mich da für alle Metroid-Kenner und Liebhaber. Auf alle Fall Metroid, also gut Spiel. Danilo, Ja, Xenia. wisst ihr, wie Spiel, das man noch mal durch tun? Ein Remake von Silent Hill 2? Viel mehr schlimm. Ein Remake von Resident Evil Outbreak? Nach 1000-mal mehr schlimm. Ich habe schon keine Ahnung. Oddworld Soulstorm. So, Danilo, ein froh. Hast du den Billy schon einmal gefragt, ob jemand mit dem Oddworld-Beitrag weiterkommen ist? Lang gepannt. Oh, wirklich, Lo. So hast du so. Moment. Ich meine, das hat geklappt. Und du siehst? Irgendwie. Oddworld Soulstorm ist die Fortsetzung an so matten zweiten Teil vom Klassiker Oddworld Apes Exodus, was 1998 seine erste Veröffentlichung hat. Das Spiel wurde entwickelt vom Studio Oddworld Inhabitants und hat sein Release am April 2021. Die sieht den Protagonist Ape, ein Mitochon, den sich an seinen Kollegen am ersten Teil aus der Sklaverei von Rapture Farms befreit wird. Das ist eine Fleischfabrik, wo die Mitochons sich wortwörtlich zu Tod geschafft haben. Weil der Profit von der Firma an die Kaller gefallen ist, haben die Base-Glockens, die Besitzer von Rapture Farms, dezidiert, Mitochons als Fleischvariante anzubieten. Das hatten Ape aber rechtzeitig mitgekriegt und direkt reagiert. Den zweiten Teil fängt an, dass direkt gepackt wird, ihr an den Mitochon-Kollegen zu befreien und befand ihr an einem verstoppten Unterschlupf. Par contre huet de Mitochon aus enger aner Fabrik vun Rapture Farms vun Irsch, dem Ape halt a Retter vun de Mitochonseieren an sech zu entschloss no Irsch ze sichern. Wo nich fand huet, erklärt den Irsch, dass et nach méi Mitochons ginn, déi vun de Glockens versklavt ginn an op ihre Retter, dem Ape werden. Leider war hin awer net lang op segem Weh an gouf vum Mulok, eng vun de Glockens verfollegt, den Irsch weiter Flucht will verhënneren. Mat schönen Zwischensequenzen kriegt ihr mat wadet mat ihrem Verfolger op sich schwört an wat sing Plan sehen. Außerdem fand ihr heraus, wie ein Schicksal sich dem Ape noch bevorsteht. Die Story ist gelungen und geht so erzählt, dass sich auch Spieler, die den ersten Teil nicht gespielt haben, gut empfanden. Oddworld Soulstorm ist ein 2D-Plattformer mit Stealth-Elementen. Die steuert den Ape durch Leveln und muss dabei Aufgründe überwanden, fallen Gegenstände und viele weiteren Hindernissen ausweichen. Mehr für allem muss die Irschland Gegner schleichen oder das zur Strecke bringen. Das gelingt dir, indem sie mit Sachen gehört, die ihr fand oder selber craften könnt. Eine andere Möglichkeit wäre, indem sie mit dem Ape seiner Fähigkeit für einen kurzen Moment Kontrolle über ihre Gegner holt. Richtig hören, durch Gesang kann den Ape mit einer Art Gedankekugel Gegner nur seiner Pfeife tanzen lassen.
Mir nicht nimmen dat. Diese Gesang ermöglicht ich auch können ob deichtre Plätzen de Weg zu erforschen, an ob vier gesehene Plätzen Mitokonste die NRW abgerafu zu befreien. Wie viel Mitokonst dir zum Schluss gerat hat, entsteht, wen von unterschiedlichen Spielenden dir gesieht. An allen Level gibt es ein sogenannte Quarma-Level, den mit ihrem Befreiungstalent überraschend wird. Mehr Quarma hecht mehr Chance auf einen positiven Ending. Soulstorm hat nicht nur seine Zwischensequenzen, die grandios ausgesehen. Am gesamten Spiel erkannt den, wie viel Arbeit an den Detail investiert wird, was Lust auf die Spielerin steigert, und auch der Sound passt weit Faust auf down. Alles an allem ist den Oddworld Soulstorm eine gelungene Fortsetzung zu seinem schon mir alle Klassiker. Xenia, willst du wissen, wer das nächste Horrorgeschichte sich handelt? Man natürlich dann die Lösung, ja. Es geht ein Entwicklerteam, welches von einem baseartigen Corporate Overlord, wo die Gerüchte umhergehen, dass nicht bis 3 kann zielen, dadurch zurückgelost gouf. Was den Overlord aber nicht wusste, dass lo am Jahr 2021 sie back for blood. No ihrem gescheiterten Projekt Evolve wollte Turtle Rock Studios wohl zurück zu dem, was Leute schon seit Checks Notes 2009 wollen. Ein neuer Left 4 Dead. Weil Valve auch nicht bis 3 zählen kann, hat Turtle Rock sich einfach einen neuen Publisher gesicht und das Ganze zu Back 4 Blood umbenannt. Wodurch den Titel aber irgendwie sich selber schon Meta eine Ausspielung auf Left 4 Dead ist. Wie geht das in der Zwischenzeit aber auch ganz viel Konkurrenz wie World War Z oder Aliens Fireteam Elite rauskommen, muss Back 4 Blood natürlich auch als erstes mal beweisen, dass es noch rausstechen kann. Dafür gehen für mich dann bestimmte Kategorien, an denen es sich beweisen muss, an denen sie wie folgt. Erstens Replayability, zweitens Challenge und drittens Story. Kommen wir also direkt zum ersten Punkt, Replayability. Was Left 4 Dead so besonders gemacht wird, war ein Director System. Den hat dafür gesorgt, dass alle Level sich bei all Durchlauf anders aufhält. Von der Platzierung von Loot bis hin zu den Arten von Zombies, die beginnt, aber wo die jeweilige Sache beginnt, konnten alles allkehrs ganz anders sein. Die gute Nachricht, den Director aus dem Do. Das heißt, es kann sich darauf freuen, dass ihn immer ein anderes Erlebnis kriegt. Das System wurde aber auch noch ein bisschen ausgebaut mit den sogenannten Corruption Cards. Bei all Durchlauf kommen von Level zu Level immer mehr Karten dabei und bringen damit noch mehr Variablen ins Spiel. Das kann von Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel, dass Zombies ein bisschen mehr Leben haben, bis hin zu kleinen Nebenmissionen, wo ihr vielleicht irgendeine Küste muss finden und mal einen Safe Room bringen. Oder sogar so weit, dass ganz Bosskämpfe dabei kommen oder das Level, wenn man mit starkem Niveau durchzünden, was direkt ein komplett anderes Spielgefühl mit sich bringt. Aber auch die Spieler selber können alte Karten ausstellen, die einen positiven Effekt geben, wie zum Beispiel ein extra Leben oder mehr Munition mit sich strohen zu können. Verschiedener können sich auch auf die ganze Equipe auswirken, und andere haben so starke Effekte, dass du dann einfach trotzdem noch einen Malus dabei kriegst. In meinem Fall ist mein Lieblingsquad die, bei der in durch Schnurkampf-Kills immer ein bisschen Leben zurückkriegt. Hallo? Nach der Hölle? Eigentlich. Wie gesagt, wird das Spiel also mehr wie genug zu bieten, dass es doch nicht so schnell langweilig wird. Kommen wir aber zur Challenge. Der Begriff Challenge will ich auch so kurz erläutern. Der steht für mich nicht nur für den Schwierigkeitsgrad vom Spiel, sondern auch dafür, weil all sein Game geworfen wird. Fängt man direkt mal mit einem Beispiel an. Special Zombies. Es gehen hier am Spiel die bekannten Archetypen wie Left 4 Dead, aber natürlich mit anderen nicht. Aber auch mit weiteren Kategorien. Als Beispiel hören ich mal den Boomer als Left 4 Dead. Diesen Go Back 4 Blood ein bisschen umgewandelt und zu den 3 Varianten umfunktioniert: dem Exploder, dem Reaker und dem Ratch. Die sind zwar vom Grundaufbau ganz ähnlich, aber sind all gut ein bisschen hier eigene Tricks. Während zum Beispiel sich explodieren lässt, für den Spieler Wäsche zu schleudern, katzt ein anderer mit Seier rundherum und analysiert auch einen Pool davon, als er stirbt, an der ein Damage kriegt und Milieu ist.
Ähnlich auch beim Hunter, der geht zum Hocker, Stalker und Stinger. Aber das ist natürlich nicht alles. Es gibt noch eine ganze Reihe und neue Specials, die die Leben mich schwer machen. Also gehen dort zum Beispiel Snitches, die sobald sie gesehen oder ihn ob sie schießt, eine Horde ulocken. Oder meine absolut Hassgegnerin, Sleepers, die einfach random auf irgendwelche Mauern hängen und ihn dann einfach zu Boden schleudern und bin anholen. Macht mega Spaß, weil er dem Alleck Mod muss machen, weil es immer den ähnlichen Vollidiot den Rolle. Zusätzlich gibt dann aber auch noch größere Bossgegner, wie den Ogre, den Breaker und Hag, die ein Leben nachmal mich schwer machen können. Oft sind offener gehen aber auch über die Standard-Zombies noch ein paar extra Versionen durch die Corruption Cards. Heinz du holst dann zum Beispiel gepanzerte Zombies aus SWAT-Uniformen oder sogar Zombien, die blinkische Kopf haben, den explodiert bei den drauf schießt. Melo zum Schwierigkeitsgrad. Da will ich nicht zu viel an Detail gehen, außer für zu sagen, dass es brutal kann sein. Wer noch auf einfach spielt, für den soll das Spiel kein zu großes Problem stellen. Größtenteils ist es wirklich recht einfach. Wie wenn der Director mal entscheidet, einem wirklich alles entgegenzugeheuern, da kann ich noch durch schon mal schön und schweißen. Zu den anderen 2 Schwierigkeitsgraden, Veteran und Nightmare, kann ich leider nicht so viel sagen, weil das war mir tatsächlich zu schwer. Sogar wenn alle Spieler ein Headset unhört, aber weiss was er möchte, als Veteran noch immer extrem schwer, aber mir knapp bis zum Ende vom ersten Level gepackt. So, und dann die Story. Die kennt bei diesem Genre-Spiel nämlich eigentlich immer ein bisschen kurz. Und es ist auch nicht mehr wirklich doof, für das Charakter mal selbst zu so und für das einen Grund hat, irgendwo hinzugehen. Hey, hast das nicht wirklich ernst? Aber mir den, dass sich Gedanken gemacht haben, für das ihn da aber ein bisschen mehr greifbar wird an den Missionen. Und das fließt auch mit an den Level-Up ran. Das fährt dann zum Beispiel dazu, dass ihr nach verschiedenen Missionen besondere Ziele kriegt und ein bisschen mehr Interaktivität wird. Wie zum Beispiel an einer Mission, wo ihr sein Safe Room als erstes Mal selber muss verbarrikadieren, für das ihr wirklich safe dran ist. Viel aufpassen muss ein halt trotzdem nicht wirklich mit der Story. Aber da wenn es zum Anfang und zum Schluss von allen Akt cool Cutscenes, die da ganz auch noch ein bisschen besser zusammenstrecken. Gameplay-technisch ist das Spiel auch ganz gelungen. Es fühlt sich nicht clunky und Ziel lässt sich auch ganz gut. Das in dem Bereich halt noch kein Doom Eternal. Mich bezweifelt, dass irgendwen da erwartet. Cool ist jedenfalls, dass es das mehr Waffen gehen, an auch Mods für Waffen, wie zum Beispiel neue Visieren oder große Magazine, für das ein Spielgefühl auf einmal ein bisschen kann verändern. Blöd das heißt, die kann ihn am Nachhinein nicht mehr aufholen. Die ist, was enker bis drauf sind, da kriegt ihr den Süßlass, an dem ihn erneut Visier zum Beispiel drauf möchte, oder an dem einfach die Waffe ist. Aber dann hört ihn auch gar keinen Mods mehr drauf. Aufschließend gebe ich so, dass Back 4 Blood ein willkommener Nachfolger zu Left 4 Dead ist, und mir gehen, dass heute die nämlich Cap drin sitzen. So habe ich aber auch klar Gedanken darüber gemacht, wie sie dem ganzen Fundament noch weiter können Ausbau gehen, und fällt mir leider auch schwer, noch viel weiteres zu sagen. Das außer zu sagen, dass genau das, was ihnen so erwartet wird. Einzig wird, was für mich das kein Splitscreen gibt. Zum Schluss kommen oder nicht zum Schluss kommen. Da das ist heute froh. Zum Schluss kommen. Ciao! Das nicht müssen machen, mir das. Billy, ich will jetzt nicht 40 Folgen. Was hast du gerne? Guck mal. Danilo. Paul, du bist gerade spontan ab. Paul, du bist gerade. Das ging passen. Kackpuh. Ja. Ich weiß, wir haben den Joke schon ein paar Mal, wo mir Verhältnis ginge passen. Weißt du, wie Spiel, das man nach Matt bräuchte? haben? Pardon, sorry. Pardon. Oder von unserer nächsten Horrorgeschichte wird sich evaluiert, was könnt dabei raus, wenn den Todisch zurückgelost wird? Da sehen. Back 4 Blood. Das wird dämlich.
Ja, das Das war richtig stämmig. Son of a bitch, amen. Und, Wirklich. oh Mann. Ich hoffe, die SMS war wichtig, Glück. Ich hoffe, sie war wichtig.